Heute gibt es wieder mal ein kleines Video zu Vierfinger- oder Fünffingersystem. Und da habe ich ein Stickerl, das habe ich gerade vor kurzem im Studio aufgenommen. Da sind bei den Lernvideos dabei. Das ist Boris Stanzner. Eben, wie gesagt, ich mache die Lernvideos immer für Fünffinger und für Vierfinger. Und da habe ich mir im Studio unten gedacht, ich muss da einfach ein kleines Video machen und den Unterschied auch kurz wieder zeigen. Aber ganz ein schönes Stickerl, ein schöner bayerischer, der dritte Teil. Genau, ich habe da jetzt ein B als das gerade zur Info. Also echt ganz ein schöner bayerischer, gern in seiner Seiten zum Nachlernen. Eben wie gesagt, echt für Fünffingersystem, ganz wichtig, alle Finger hernehmen. Und beim Vierfingersystem, da lege ich mir auch ganz viel Wert darauf, dass man ein sauberes Vierfingersystem hat, dass man auch den kleinen Finger viel verwendet. Weil man hat eben beim Vierfingersystem, man sieht eben oft, dass einer einen kleinen Finger weglassen und eigentlich nur mit 3 Fingern spielen. Und mir ist eben ganz wichtig, wenn man einen Daumen an der Leisten hat, dass man zumindest einen kleinen Finger ganz viel verwendet. Weil nur so ist man dann schneller und hat man eine Spannung. Die Stelle zum Beispiel am Anfang, genau, da ist es im Grunde ähnlich, wenn man jetzt so sieht, da ist 4 und 5 Finger gleich. Und dann muss man halt irgendwo mit 4 Fingern wechseln. Und dann eigentlich auf Zug ist dann die Stelle, das, genau, also ist eine ganz schwierige Stelle, da gibt es auch eine Fingerübung, das heißt auf Zug so. Man soll nicht schmieren, nicht so, sondern ganz sauber spielen und wenn möglich halt auch gerade. Das ist eine ganz wache, breite Passage, also breiter wie der Bass. Und man muss natürlich dann da irgendwo umhupfen, entweder so, da, oder. Und das merkt man halt einfach ein bisschen, wenn man hüpfen muss. Man kann da nicht übergreifen, da muss man einfach, oder oben. Aber es ist noch schwerer mit dem Kleinen. Der kleine Finger ist auch nicht der schnellste. Und da mit 5 Fingern ist es, man kann einfach liegen bleiben. Da ist wirklich typisch, man hat den, dann den, dann den und den. Genau. Und dann, wenn wir das jetzt einmal, sagen wir mal 20 Mal spielen so. Genau, ich habe einfach eine Sicherheit, ich habe kein Risiko. Ich habe ja ich muss nicht umgreifen, dadurch habe ich einfach mehr Sicherheit, finde ich. Wenn man einfach einen Finger mehr hat und bei jedem Hüpfen, bei jedem Sprung ist ein Risiko, dass man sich vergreift, dass man einen Fehler macht. Das ist einfach so, wenn man umgreifen muss, hat man ein Risiko. Ich sage, es gibt mit 4 Fingern gibt es super Spieler und das ist ein super System, aber man muss das halt ein bisschen mehr trainieren. Einfach. Man muss da ein bisschen mehr üben, mehr trainieren, weil man muss umgreifen und das ist halt einfach ein kleiner Vorteil vom 5-Fingersystem, dass man, wie gesagt, wie die Passage, du kannst das selber probieren. Jetzt machen wir das mit 4 Fingern. Also, du musst von da dann hüpfen, du musst von oben hüpfen. Also probier es mal aus. Machen wir 20 Mal. 20 Mal magst du die Passage. Und dann vielleicht noch schnell. So, und das mit 4 Fingern. Also, ich tue mir schwer, gell? Und natürlich, wenn man das dann schnell spielt, das Stück, die Passage soll ja ganz wach sein. Oder? Genau, also. Dann, da ist ja ganz wichtig,
dann 3/5 die Sachen, die man da verwenden soll. Genau, also wenn ihr Lust habt, schaut euch echt die Videos gut an, auch das mit dem Vierfingersystem, weil es gibt beim Fünffinger gibt es eigentlich nicht so recht viele Unterschiede. Da gibt es ein System, das ist so. Da spielen ja die meisten, da gibt es ein Gerüst und da kennt man eigentlich nicht aus. Und beim Vierfingersystem, da sieht man so viele Unterschiede. Wie gesagt, alle möglichen Varianten. Ein paar nehmen den kleinen Finger nicht her, die spielen eigentlich nur 3 Finger so. Gibt es auch super Spieler mit 3 Fingern, das ist keine Frage. Aber erstens sieht es nicht so fein, harmonisch, rund aus. Und da lege ich bei 4 Finger, genau, da habe ich auch viel mit Studenten, also mit die, was das wirklich auch studieren, das 4-Fingersystem. Also ich glaube, dass das von mir aus recht gut passt, das System auch. Auch der Bruder, was da bei uns mit dabei ist, studiert das auch und da schauen wir echt wirklich darauf, dass das 4-Fingersystem wirklich gut passt, dass man da ein gutes System hat, das Umgreifen, die Sachen, was eben wichtig sind. Genau. Also da mich freuen, vielleicht schaut euch den Boris Stanzen mal, den Borischen mal an auf unseren Seiten und den gut üben. Genau, der zweite ist auch. Weil schwer, wenn ich das erste Mal so mit 5 Fingern und dann mit 4 Fingern die Umstellung, ich kenne eigentlich keinen, der was beide Varianten, also ich habe das auch jahrelang trainiert, das 5-Fingersystem und dann auch das 4-Fingersystem, weil ich eben auch Schüler habe mit 5 und 4, also ich bin da für beides offen, ich finde beides super, genau, wichtig ist eigentlich, was rauskommt, wie es klingt, also egal, also mit 2 Fingern ist es jetzt schwierig, dass es gut klingt, aber wenn einer mit 3 Fingern gut spielt, ist es auch okay. Aber oft ist es halt schwierig mit 3, also du kannst mal probieren, das ist einfach verdammt schwer mit 3, dass es dann noch rund klingt. Mit 4 ist es verdammt gut, das ist alles möglich, genau, und wichtig ist, wie es klingt, wo es rauskommt, das Schmissige, das Ganze, das ist eigentlich wichtig. Wie es dann am Ende klingt, das ist das Wichtigste, aber natürlich soll man doch aufpassen auf den Fingersatz, weil was da schwierig ist, wenn ich im Studio bin, ein Stückchen fehlerfrei spielen. Meistens hat man irgendwo einen Fehler drin, das kennst du bestimmt. Irgendwo ist irgendein Kratzer drin, irgendwo. Nimm mal selber das Video, nimm das selber auf und hör das mal an und hör, wie viele Fehler das drin sind. Und das ist ja auch wichtig, ein Stückchen spielen, man will das auch fehlerfrei mal spielen, ohne Fehler. Und wenn du halt immer einen Fehler drin hast, weil du einmal so greifst, einmal greifst du so, einmal greifst du so und du weißt nie, wie du greifst, du brauchst ein System. Ich kann nicht ein Stückchen mit 4 Minuten spielen und ich weiß im dritten Teil nicht, wie ich jetzt greife ich so, dann hast du Unsicherheiten, dann hast du Fehler. Du brauchst halt doch, mit der Zeit greifst du immer gleich und du brauchst ein System, das dann auch das Stück halt fehlerfrei durchkriegst. Genau. Ja, ich hoffe, ihr habt da vielleicht einen kleinen Unterschied sagen können. Wie gesagt, da musst du umgreifen, 5 Finger ist das feine da liegen bleiben. Genau, das ist da vielleicht ein kleiner Nachteil bei den 4 Fingern, weil er halt eine blöde Passage ist, sage ich mal. Meistens hat man ja die Möglichkeit, dass man umgreift. Oder meistens sind es so Passagen, wo man super umgreifen kann, wo man 4 Finger ja, wo das reicht. Aber da ist es halt blöd, da muss man einmal hüpfen und das hört man halt einfach ein bisschen, genau. Aber trainiert das, die Fingerübung, und wenn du das 20 Mal fehlerfrei schaffst mit 4 Fingern, schick mir mal ein kleines Video, nimm es auf und schick mir das, also gern. Mach mal WhatsApp und mach das. Einfach mach mal das, nimm es auf und probier es einmal. Ist ein super gutes Training. Danke fürs Zuschauen.